Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln, es spricht jetzt zu Ihnen der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Mr. John F. Kennedy. Chancellor Adenauer, Lord Mayor, citizens of Cologne, it is a pleasure and an honor to sign the Golden Book of this ancient city. I bring you greetings from the citizens of America, including the citizens of Cologne, Minnesota, Cologne, New Jersey, and even Cologne, Texas. Herr Bundeskanzler, Herr Oberbürgermeister, Kölner Bürger. Es ist eine große Freude und eine Ehre für mich, meinen Namen in das goldene Buch dieser alten Stadt einzutragen. Ich möchte Ihnen Grüße meiner amerikanischen Mitbürger überbringen, und zwar insbesondere der Bürger in Köln im Staate Minnesota, Köln im Staate New Jersey und sogar Köln im Staate Texas. It is most appropriate that I come to this city, which is so closely identified with the life and the work of your great Chancellor. It was here for many years that he first practiced the art of statecraft, which has served the West so well. I am told that the Adenauer name continues on active duty here in this city. In my own country, it is sometimes said that there are too many Kennedys in American public life, but I am certain that no one has made that complaint here about the Adenauers in the city of Cologne. Es ist passend, dass ich zuerst in dieser Stadt meinen Besuch mache, die so sehr mit dem Leben und der Arbeit Ihres Bundeskanzlers Adenauer verbunden ist. Denn hier hat er zuerst jene großen staatsmännischen Künste angewendet, die dem Westen so große Dienste erwiesen haben. Ich habe mir auch sagen lassen, dass der Name Adenauer weiter hier im öffentlichen Dienste tätig sein wird. Bei mir in den Vereinigten Staaten wird manchmal gesagt, dass es zu viele Kennedys im öffentlichen Leben meines Landes gäbe. Aber ich glaube, niemand wird je den Vorwurf erheben, dass es hier zu viele Adenauers im öffentlichen Leben gibt. It is also appropriate that I come to a city which has long been a window to the outside world. As a citizen of Boston, which takes pride in being the oldest city in the United States, I find it sobering to come to Cologne, where the Romans marched when the Bostonians were in skins. Es ist ebenfalls passend, dass ich in diese Stadt komme, die so sehr ein Fenster gegenüber der Welt nach draußen darstellt. Ich komme aus der Stadt Boston, die stolz darauf ist, die älteste Stadt Amerikas zu sein. Aber es ist dann etwas ernüchternd, wenn man in eine Stadt kommt, die so viel älter ist als Boston, in eine Stadt, wo die
wo schon die Bürger tätig waren, als in Boston noch die ersten Anfänge erst der Zivilisation waren. Many of my educational roots were planted in Boston, but 4 years before Harvard University was founded, this was the city of Albert Magnus, who taught St. Thomas Aquinas. For Cologne is not only an ancient German city, it is also an ancient European city, a city which since Roman times has played a special role in preserving Western culture and Western religion and Western civilization. The problems of the Western world are in many ways different than they were 2,000 years ago, but our obligations as citizens remains the same: to defend our common heritage from those who would divide and destroy it, to develop and enrich that heritage so that it is passed on to those who come after us. Die Wurzeln meines Erziehungssystems sind in der Stadt Boston zu finden. Und ich erinnere daran, dass 4 Jahre bevor dort die berühmte Universität Harvard gegründet wurde, Albert Magnus schon Thomas von Aquin hier gelehrt hat. Dieses ist eine Stadt, die im besten Sinne eine gesamteuropäische Stadt ist. Eine Stadt, die über nun schon Jahrtausende so viel dazu beigetragen hat, zu der Entwicklung der westlichen Zivilisation, der westlichen Kultur, der westlichen Religion. Die Probleme unserer Zeit mögen anders sein als die vor 2000 Jahren, aber in einem sind die Verpflichtungen der Bürger doch die gleichen geblieben, und das ist die Verpflichtung, unser gemeinsames kulturelles Erbe zu verteidigen gegen jene, die es zerstören wollen, und dieses kulturelle Erbe zu pflegen und weiterzuentwickeln für jene Generationen, die nach uns kommen. Your fellow citizen, Chancellor Adenauer, has fulfilled these obligations as a citizen of the West in full measure. And in keeping with the symbolic mosaic inside this building, he has worked for peace and freedom in this country, in all of Europe, and in all of the world. In this respect, he is true to the saying that the young student in Cologne would go to Paris to learn about life, to Holland to learn to count, and to Great Britain to become a tradesman. Ihr Mitbürger, der Bundeskanzler Adenauer, hat diese Verpflichtungen des Bürgers in so reichem Maße in die Tat umgesetzt, dass er eine Leistung nicht nur für sein Land, sondern für die ganze freie Welt geleistet hat. Es ist symbolisch, gemäß dem Mosaik, was ich eben gesehen habe, dass er für den Frieden und die Freiheit nicht nur Deutschlands, nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt gearbeitet hat. In dieser Stadt verstehe ich das alte Wort, das davon spricht, dass ein Student nach Paris geht, um zu lernen, wie man lebt, nach Holland, um zu lernen, wie man rechnet, nach England, um zu lernen, wie man ein Händler wird. It is in this spirit that I come to Cologne to see the best of the past and the most promising of the future. May I greet you with the old Rhenish saying, Kern Alaf. Es ist in diesem Geiste, dass ich nach Köln komme und dass ich gerade hier betonen möchte, dass wir alle an dem Erbe unserer westlichen Zivilisation weiterarbeiten müssen und die Zukunft sichern.
Und ich möchte abschließen mit den Kölner Worten Köln Allah. Meine lieben Mitbürger, das bin ich und das bleibe ich. Brauchen wir gar nicht darüber zu sprechen. Ich kann nicht von diesem Platze nach diesen schönen Worten des Präsidenten Kennedy weggehen, ohne Ihnen, meine lieben Freunde, zu sagen, dass die Freude, mit der Sie den Präsidenten empfangen haben, ihn sehr beeindruckt hat und dass auch wir Ihnen von Herzen dafür danken, dass Sie so für jeden offenbar gezeigt haben, wie Amerika und wir zusammenstehen. Ihm aber danken wir herzlich für diese intime Kenntnis der Kölner. Er hat zwar nichts gesagt vom Kölner Klüngel, ich hoffe, dass der noch weiter existiert. Aber, meine Mitbürger und Mitbürgerinnen, lassen Sie mich auch schließen mit dem Wort Köln Allah.